Tja, Freunde, wieder zurück im Räuberschrein hier bei Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. Da haben wir im letzten Part ziemlich aufgeräumt über das Statue der Mila. Sogar noch Plos vor allem platt gemacht, ja. Plos platt gemacht, war. Ne, den Boss platt gemacht und alles noch ohne Verluste. Wir haben hier Mila-Symbol, Menü, gehen, prüfen und ich habe schon eine Vermutung, was das für ein Symbol da genau ist und so, wofür es steht. Aber erstmal ein bisschen prüfen hier. Okay, das ist die Statue der Mila. Dies ist eine Statue von Mutter Mila. Schön. Die war auch nicht mehr da. Mana-Kraut. Erhalten. Sehr schön. Was auch immer das nützen soll. Ja, sonst ist nicht viel los. Wenn man sagen, mal ein bisschen quatschen hier, war. Mit der Gefangenen. Miss, are you alright? Say something. Who are you? How did I get here? You're in a shrine. Some brigands kidnapped you and took you here. Don't worry, they're gone. We dealt with them before they could do you any harm. I see. Thank you, sir. After those ruffians seized me, I passed out. I don't want to think about it. What's your name? I am Silk. I hail from a priory far to the east, on the island of Novus. So, Silk. What brings a woman of the cloth like you so far from home? My mission! I nearly forgot. I must find a man named Sir Myson. Are we far from Ram Village? Are you serious? Ram's our home. Sir Myson is my grandfather. What? You're Sir Myson's grandson? May I see that mark on your left hand? What, this? Sure. Pretty strange for a birthmark, huh? And that's not even the weirdest part. A long time ago, a girl in my village had the same mark on her hand. So you're the one she... Huh? What is it, Silk? Sir Ulm, I have something for you. Here, please, take this. Alright, but what is it? It's called Mila's Turnwheel. It's a relic that contains some of the Earth Mother's power. I believe it will be of great use to you. Are you sure? You were supposed to give this to my grandfather, right? No, this is definitely for you. Now that you have left your village and embarked upon an auspicious journey, the Turnwheel will become a vital tool during the trials ahead. Okay. Well, thank you. I promise to take good care of it. By the way, how do you use it? You don't use it. It uses you. When the time is right, the Turnwheel will give you a sign. Okay. I'm not sure I understand, but I'll take your word. It appears that Mother Mila already wishes to show you something. The Turnwheel. It's glowing. What's happening? Where am I? That's Sophia Castle. This is our kingdom? What happened here? Is the deliverance too late? Sir Ulm, what did you see? It was so clear. Silk, it was horrible. Be calm. What you saw in the vision is not the present. The Mother is either telling you what could be, or what once was. Her power is sight. So the vision is something that's going to happen? Something that could happen. If the vision was ill-boding, perhaps it was a sign. A sign that the Mother wishes for you to take action in order to prevent it. Okay, was geht hier gerade ab? Wir kriegen irgendwie Milas Seitenrad. Ja, schön, können in Zukunft blicken. Offenbar kann nur Alm das, weil dieses Zeichen hat. Genauso wie Celica. Hat Celica vielleicht diese Silk geschickt, um Alm zu suchen? Ah, Sir Ulm. In my travels, I have witnessed the sorry state of our kingdom. With no goddess to bless them, and no king to rule, most Sophians are at a loss. And I, for one,
Refuse to stand by and watch them suffer. I would ask for permission to accompany you on your quest. Das ist eine gute Preisfrage. Ich würde mal sagen, ja. Okay. Das bringt mir jetzt genau... Moment mal ganz kurz. Sylk, die 7. Sie ist eine geistliche Level 8, okay. Viel Resistenz, wenn man sich noch Nosferatu und... Warte mal, wir verarschen jetzt. Die hat doch 2 Bücher dabei. Das sehe ich doch. Gucken wir mal ein bisschen die Werte durch. Inventar mal ganz kurz gucken. Vorrat. Warum das Mana-Kraus? Bringt das bei ihr? Eine Heilpflanze gerne, ja gut, wegen 10, aber wegen 20, aber, Was? Aber gerade gegessen. Ne, ausgerüstet, sehr gut. Ja, ich will auf... Warte mal. Hast du nicht draufklicken, na Gott sei Dank. Mann! Heilige Magie, die KP vom Wein absorbiert. Was? Treffer 60, KP verbrauchen. Hä? Jetzt haben die ja doch 2 Attacken. Nun frage ich mich jetzt, wie zum kann ich... Mann, da muss doch irgendwie gehen. Wie kann ich Waffen ausrüsten? Das weiß ich ihm noch nicht. Was ist das für ein System? Inventaranordnung, ja, Anordnung kann ich schon ändern. Wie kann ich da... Mann! Ja, aber kommt's doch, sonst muss ich das irgendwie mal offscreen recherchieren. Da kann nicht sein, dass ich nicht in der Lage bin, die Waffen zu wechseln. Oder geht das erst, wenn ich halt Waffen auch im Inventar habe? Weil momentan ist ja alles, haben wir alles dabei. Also sprich im Lager, wenn wir irgendwie etwas im Vorrat hätten. So, ich habe hier noch gar nichts. Das dürfte wohl Magie hier sein, irgendwie so etwas in der Art. Keine Ahnung, ist ja egal. Gut, wenn zumindest mal Magierin dabei ist, ja trotzdem Angriff. Ich überlege gerade Verteidigung, Resistenz. Ja, ja, ja. Angriff, keine Magie. Okay. Gucken wir mal ganz kurz bei allem hier. Ein bisschen schwierig, das irgendwie auszuwählen. Ich wünschte irgendwie, ich könnte irgendwie mit Kontrollstick und so hantieren. Geht irgendwie auch alles nicht. Na gut, egal. Jetzt gehen. Logisch, ihr könnt irgendwo hingehen. Zurück, starten Mila oder weiter. Mila, was bringt das genau? Welcome, child of fate. I am a servant of Mila. Present to me those who are worthy. By my master's will shall I bestow upon them new power. Also doch die Entwicklung. Ist festgelegter Level erreicht, so kann eine Einheit ihre Klasse wechseln. Besucht dazu eine Stadt der Mila und wählt eine neue Klasse im Menü aus. Ja, okay, dann ist es doch das, was ich vermutet habe. Jetzt ist eigentlich das Problem, also was heißt Problem? Es ist eine Opfergabe? Was? Wenn das Zeitrad da... Hä? Hier, kriegst du ein hartes Brot. Jetzt sind wir alle geheilt, oder was? Ah, cool. Ohne Schützen oder Magier stehen nach Hadezahn vermögen immer unter Mila, segeln, wandeln. Andere quatschen die selbst manchmal nicht, das ist ein bisschen schwierig. So, Zeitenrad. Der Kristall zeigt die Vergangenheit. Unterstützung, Amiibo. Schade. Gut, für ein anderes Mal so, neue Klasse. Wir wissen ja, im Prinzip sind es die Klassen, die eben so ein Symbol haben, war. Vermutlich müssen wir ein bestimmtes Level erreichen, damit das irgendwie überhaupt erst funktioniert. Ich glaube, bei Dörflern haben wir gesehen, ist mindestens Level 3, was wir erreichen müssen. Jetzt, Leute, das Problem ist, es sind Dörfler. So, die 4, die so entwickeln können, ist ja alles schon noch gut.
Gray ist der Stärkste, der Rest kommt da mit Level 4 hinterher. Jetzt, ja, es ist immer so mit dem Entwickeln so eine Frage. Weil bisher im Fire Emblem Spielen, glaube ich, bei den meisten, vor allem denen, die ich Let's Played habe, war es so, dass man halt idealerweise bis zum Maximal-Level trainiert hat. Dörfler haben, glaube ich, Level 20, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Auch bei Eckhaus habe ich mal irgendwie sowas gelesen. Das heißt, bis Level 20 trainieren, dann entwickeln, weil nach der Entwicklung haben sie wieder Level 1, aber halt bei ihrer neuen Klasse. Soweit, so gut. Jetzt halt, ja, ist... Natürlich sind halt die Erfahrungspunkte, beziehungsweise die Erfahrungspunkte, die Statuswerte so ein Punkt, war. Gray ist Level 7. Er hat 11 Angriffe, ist mal sein bester Wert. Angenommen, ich würde ihn jetzt entwickeln, würde vermutlich Level 1 annehmen, der neuen Klasse, hätte vielleicht 2-3 Punkte mehr auf dem Angriff drauf, okay. Das heißt, wäre so um 14, 15 herum. Wenn ich Gray zwar bis zum maximalen Level trainieren würde, sprich 20, und ihn dann entwickle, hätte natürlich viel mehr Werte, oder viel höhere Statuswerte. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das hier bei dem Spiel auch so ist, oder halt, wenn ich ihn jetzt entwickeln würde, ob er mit der neuen Klasse Level 1 hätte, oder vielleicht sogar Level 7, ob er sein aktuelles Level behält und die Klasse wechselt. Das könnte natürlich auch sein. Nö, es geht auf Level 1, man sieht es direkt. Großem Einflussbereich, Söldner, Schütze, Magier. Schade, schade, schade. Wäre cool gewesen, wenn er halt... Oh, viel mehr KP. Fähigkeiten, Geschwindigkeit, okay, okay. Ich hätte es halt irgendwie cool gefunden, wenn er so eine Einheit wäre, die Kämpfer wäre. Von wegen Axtträger und so. Würde ich bei ihm jetzt noch gerne sehen, aber... Ja, wir sehen natürlich, was die Werte alles bringen. Cliff... Also wenn ich ehrlich sein soll, Leute, ich würde fair gerne zu einer... Ah! Lol, ganz andere Klassen. Pegasus-Ritter, Lanze plus Fliegen. Wäre natürlich auch geil, wenn sie fliegen könnte. Also, sie vielleicht Pegasus-Ritter. Wäre eine Option. Cliff würde ich gerne zum Schützen oder Magier machen. Vielleicht sogar eher Magier. Guck mal, die Waffe kriegen sie automatisch, wa? Das ist wohl die Standardwaffe. Bogenreichweite plus 1. Toben, hätte ich jetzt gesagt, würde ich zum Schützen machen in dem Fall und dann Gray zum Söldner. Damit wir halt alles mit unterschiedlichen Klassen haben, logischerweise. Aber ja, ich weiß nicht, ist das klug, wenn ich das jetzt schon mache? Soll damit noch warten bis später? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich meine, normalerweise machen wir sowas, wie gesagt, ja später. Warum können wir es bereits jetzt machen? Ne? Ist ja auch sowas, was man sich mal fragen sollte. Warum gibt das Spiel uns jetzt bereits die Möglichkeit zu entwickeln? Ist es notwendig oder ja, ist es einfach nur eine Variante von nice to have? Kann ich machen, wenn ich will, aber muss auch nicht sein. Naja, ich würde sagen, ich gehe mal ein bisschen weiter und guck mal. Was sowieso noch nicht groß weitergeht. Immerhin haben wir mal 7 Charaktere dabei. Offenbar kann man nur 10 insgesamt mitnehmen. Wer hat Duos? KP-Wasser sprudelt hervor. Ah, cool. Wenn man sagen, die wir am wenigsten haben, war. Wobei, allem natürlich, damit er ein bisschen mehr aushält, wer schon... Wer hat eigentlich am meisten Verteidigung, wenn ich mal fragen darf? Sie hat relativ viel Verteidigung, fällt mir gerade mal so auf. Man glaubt wie allem und der ist ein bisschen weiter. Lucas natürlich auch viel. Vielleicht Lucas, war. Wir fehlen noch ein bisschen, so eine Art 20, so. Jo, das war's wohl hier mit dem Ort. Ich komme hier nicht weiter, so wie es aussieht. Dann gehen wir da raus. Ist schwierig. The school in town that I went to was closed because of the war. At first, I was glad to leave that place, return to the village, and kick back. Then I remembered how little there is to learn inside a small village. I never hated learning, per se. I just hated all the other hellish parts of attending school. The other students would hound me from sun's rise to set. Just a bunch of lonely little children desperate for friends. What? Don't grin at me like that. I mean it. Das glaube ich gerne, Cliff. Wir sind noch interessante Gespräche hier. Jetzt... Das ist echt schwierig.
Er hat sogar gesagt, ich will mal Cliff sage ich schon, Gray entwickeln, nur damit ich mal sehe, was denn das mit Einheiten so ist. Ich meine, mal so vergleichen, weil Lucas ist ein Soldat. Gray könnte ja zum Soldaten werden. Die Werte ändern sich nicht groß. Und wir sehen jetzt auch hier, Lucas, falls er auch mal ein Dörfler war, der hat nicht viel dazugelernt, sag ich jetzt mal. Ist fies, ich weiß, aber ist eigentlich so. Darum ist jetzt für mich vor allem ein bisschen schwierig zu sagen, entwickeln jetzt oder warte ich mal noch. Vor allem halt wegen den Waffen, war es immer ganz gut. Kavalier. Lucas ist nur Soldat, in Anführungszeichen. Wa? Deswegen kein Kavalier, kein Briten noch. Das kann Vorteile haben, es kann natürlich auch Nachteile haben. Bewegung ist eigentlich immer gut. Ah, scheiße. Ich lasse mal noch. Es ist vielleicht ein Fehler. Wir werden es sehen. So. Zurück. Das ist so der andere Punkt noch. Wir haben den Boss besiegt und so. Wenn ich künftig nochmal zurückkomme hierhin, wegen dem Entwickeln. Vielleicht ist das die einzige Statue Mila, die es hier in diesem Kapitel gibt. Wer sagt, dass er nochmal durchkomme? Vielleicht muss ich nochmal gegen die ganzen Räuber antreten. Andererseits wäre natürlich noch ein gutes Offscreen-Training, war. Eventuelle Variante. Oh, so es aussieht, ist hier. Warte mal, ich habe irgendwie was gelesen, wegen ich kann hier, da ging er schon wieder. Sie machen Lärm, natürlich, das sind ja sowieso durch. Offenbar sollen in den Krügen, in den Fässen auch irgendwas drin sein. Also mir wurde geraten, ich soll da durchaus mal ein bisschen gucken und so. Ah, cool. Schmieden von Waffen. Ja, da gibt's ja auch. Ja, guck sich das mal eine Arbeitstruhe übersehen, ich Trottel. Eisenschwert nehmen. Na klar. Warte mal, jetzt willst du aber wissen. Ein Eisenschwert ist doch eigentlich stärker. Was? Ich kann Fähigkeiten lernen? Ach so, jetzt verstehe ich das Ganze. Die haben einfach irgendwelche Standardwaffen, also sprich, wenn man denen gar keine Waffen geben würde. Bisher war es immer so, wenn sie keine Waffen haben, können sie nicht wehren. Das ist immer ein bisschen scheiße, wenn sie nicht wehren können. Jetzt kriegen sie einfach irgendwie, keine Ahnung, eine Grundwaffe, die jeweilige Klasse. Dörfler haben halt irgendwelche Schwerter und so. Sie vielleicht einfach irgendwie Nosferatu. Dann ein richtiges Schwert. Warte mal, er trägt ein Eisenschwert, das heißt, sie kann. Ach so. Jetzt habe ich natürlich kein Item mehr. Jetzt hat er wieder irgendwie ein normales Schwert, aber das Eisenschwert nicht mehr. Das gibt natürlich 2 Angriff plus drauf. Ah, das ist so geplant. Okay. Natürlich, ich meine, generell, wenn man sagt, du hast nur noch eine Waffe zum Tragen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Damit könnte ich jetzt noch gut leben. Dass ich nicht mehr unendlich Waffen hätte und so. Aber, dass nur noch eine Waffe oder ein Item tragen kann, dass eine Waffe auch ein Item ist, das hingegen finde ich momentan noch sehr fragwürdig. Wir müssen schauen, wenn es soweit ist, Leute. Vielleicht ist es sogar ein bisschen scheiße. Gut. Alles gucken jetzt, wo ich ja weiß, dass ich alles zerstören kann. Da ist nix. Das sieht ja seltsam aus. Wäre da irgendwie eine Höhle drin, da, aber nee. Das muss wohl irgendwie Schatten sein. Und hier komme ich wieder raus. Okay, hätten wir schon mal einen Ort zum Entwickeln. Offenbar gibt es keine Meistersiegel mehr oder so etwas, nichts mehr. Ist auch kein Thema, ja? Da ist ja jetzt nicht etwas, wo ich sagen muss, das ist halt scheiße, das will ich nicht, ich brauche Meistersiegel und so. Natürlich jetzt die Frage, sollen wir nochmal zurückgehen oder? Ne, es wollte eigentlich zu uns, wa? Versuchen wir es mal, wa? So, jetzt aber noch das Anordnen, ist ja eigentlich gar kein Thema.
Gegner angreifen, ja, gehe einfach mal alles durch, oder? Ich will im Prinzip 100% Let's Play. Und ja, bin gespannt, wenn wir mal auf starke Gegner treffen, die mich zum Rückzug zwingen. Look up there. Huh? That uniform. That looks like a Zophian soldier. Is he one of Desai's men? Yes. We'll see more of them now that we're nearing the southern outpost. It seems Desai's men have hired brigands to hold the valley for them. This will be a tricky fight. I'm ready. Er fragt sich vielleicht einmal, ob ich ready bin und wie es mit den anderen aussieht und aus so einer Truppe. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ja, Sophie, okay, ist nur einer. Der Rest sieht schon ein bisschen dümmer aus. Ich kann... Doch, kann alle mitnehmen. Jo, geil. Positionen bleiben so wie sie sind. Ich speichere nochmal ganz kurz und dann schauen wir mal ganz kurz in den Kampf rein. Mal gucken, wie es aussieht. Verlassen. Take a closer look at that soldier. He's armed with a leather shield. It'll be difficult to land blows on him. We could take the shield for ourselves, if we manage to defeat him. Aha, er kann... Das ist wirklich irgendwie ein bisschen scheiße, wa? Man kann ein Item tragen, egal ob es ein Heil-Item ist, ob es eine Waffe ist, ob es ein Schild ist, und da gibt es sogar irgendwelche... Keine Ahnung, es gab früher solche... Status-Items, mit denen man halt sein, ja, halt Status verbessern konnte. Und auch irgendwelche Schilde, mit denen sogar fliegende Einheiten mit Pegasus-Ritterinnen vor Pfeilen geschützt waren, von Schützen. Das wird hier wohl ähnlich sein, wa? Aber das ist ein Item, was man ausrüsten kann. Danach haben sie nur noch die Standardwaffe. Naja. Rüstzeug, Amulette und Ähnliches wirken durch einfaches Hinzufügen ins Inventar eines Charakters. Sie müssen nicht eigens angelegt werden. Ja, scheiße. Aber andere Gegner tragen Nützliches bei sich. Besiege sie, um dir ihre Habe zu sichern. Ich schätze mal, ein Schild wird einfach mehr Defense bewirken, wa? Alles andere wäre ein bisschen seltsam. Ach du Scheiße, wie kommen wir hier durch? Vor allem ist nur der einzige Zophianer hinter dem Lederschild. Was bringt der überhaupt? Ein Schild, den auch ein Anfänger gut fühlen kann. Dann ein Plus. Das wäre vielleicht sogar etwas für Grey, wa? Kommen wir eigentlich hier durch? Ich überlege nur gerade, weil wenn ich natürlich einen Bossplan mache, ist vorbei. Da ist uns schon klar, oder? Sind Banditen die einzigen hier eine Axt führen können? Wir hoffen nicht, das wäre ein bisschen scheiße. So. Oh, und Entschuldigung, haben die so weit. Ja, leck mich am Arsch. Wer auch immer hier den... Ja, okay, den Berg kommen wir wohl nicht. Das heißt, wer auch immer da den anderen Typen angreift, muss ein bisschen schneller... Naja, muss ein bisschen schneller reagieren. Immerhin, sie kann andere heilen. Aber Erholung, Alter, das ist schon... Das beginnt eine starke... Sag jetzt doch mal Waffe? Das würde eigentlich bedeuten, dass wir... Ja, halt ständig heilen können. Und dass die Waffe zerbricht. Ja, leck mir, jetzt kommt der auch noch. Aha, der kommt da drüber. Okay, gar nicht mal so doof. Also direkt alle kommen. Ach du Scheiße. Jo, das gibt einen Blutbad. Aber fliehen? Würde ich gerne. Okay, ich schick mal... Ich mach Lukas eigentlich vorne. Okay. Entschuldigung, war gerade irgendwie mein Hals. So, ich schicke euch jetzt echt mal hier vorne. Ihr müsst hier vorne ausharren. Ich weiß, es ist doof, aber muss leider sein. So. Oh Leute, ich habe Angst. Ich habe Angst. Toll, bis der kommt. Locker hier mit denen noch ein bisschen abhängen. So. Jetzt weiß ich ja, der greift schon an, der greift schon an, wer greift dann sonst noch an? Der greift vermutlich nachher auch an. Okay, der greift bis dahin an. Ja, ich muss die irgendwie mal ein bisschen abfangen, versteht ihr? Also sonst geht das ja nicht. So. Ja, ich guck mal,
wie es laufen könnte. Gut, natürlich sehr scheiße mit 9. Ich mich vor allem interessieren, wieso der nach vorne kommt. Scheiße. Gut. Was soll's? Ich greife mal an, guck erst den Rückschlag an und so. Alter, geht die KP runter. Also ich hoffe nicht, dass das Kapitel vorbei ist und den Boss besiege, weil das wäre ja total scheiße. Kann gar nichts richtig machen. Es geht uns eigentlich noch... Schwarze Magie, weiße Magie? Ja, nee, ist klar. Was für Rat, schwarze Magie sind wir hier bei Fire Emblem Power of Radiance oder was? Das war der Quatsch irgendwie auch. Heilige Magie. Heilige Scheiße wohl eher. Ja, toll. Würde ja gerne platt machen, wenn die Relle sein soll. Leck mich, das sieht doch scheiße aus. So, jetzt fahren wir hier hin. Sicher ist sicher. Ja. Ich meine, jemand, der auf Entfernung angreifen kann. So, wie gesagt, bis der da ist, bin ich hier schon fast fertig. Ich bin gespannt. Vielleicht muss ich den nächsten Part direkt neu starten, je nachdem wie es gleich treffen, wie es eine Option. Ich mache grandios viel Schaden. Kann gar nicht sein. Dann kommen die hier überhaupt durch, oder was ist los? Ja, ich weiß, da bin ich jetzt gerade ein bisschen überoptimistisch, quasi schon ein bisschen leichtsinnig. Hochmut-konform Fall und so, wir kennen es ja. Aber, sorry, wenn das so weiterläuft, dann mache ich das mit links. Hä? Das kann nicht sein, Freunde. Nee, das geht nicht. Egal. Wir werden sehen, Freunde, wie es weitergeht. Warte mal ganz kurz. Keine Resistenz. Das heißt, sie wird sich um den kümmern. Und ich muss hier ein bisschen aushaben, weil der darf noch nicht sterben. Der Rest ist mir scheißegal, der darf noch nicht sterben. Scheiße, mach das am besten. Ich hab Angst. Bis nächstes Mal, Freunde. Ciao zusammen.